Bléck op Europa eng neue Emissioun. Merci fir nokucken an herzlich willkommen. Ich sinn haut net längeg vun haut e Gast bei mir, den Stefano D'Agostino. Moier Stefano. Moin. Den Stefano ass bekannten Gesicht fir Leiit, die an der CSV aktiv sinn, awer sost ëmmer. Hien mecht regelmäßig op CSV-Kongressen ganz interessant Interventionen. Hien ass een vun den Elementen an der Jugend, die sech wirklich gut dienen an noch viel schaffen. Dat feiert mich zum Punkt fir ze so in der CSV eng bedeuten eng ganz gut Jugenderbeg mcht. Stefano als Präsident vun der CSJ Norden, och zu Mäzig am Gemengerot. Ich menge du gëst mal recht, wann ich so der CSV do eng gute Wehrs. Ja, doch, also ich meine bei der Jugend schon sicher. Ich meine, wann schlo die neue Abstellung von der CSJ gesehen, also vom Nationalkomitee zum Beispiel, da muss ich sagen, die so viel kompetent Leute dabei sind, motiviert Leute, engagiert Leute, und Leute, die auch etwas können. Und ich meine, ja, so, wenn ich in Zukunft von der CSV manchmal wirklich nicht viel sehe. Keine Sorge, das höre ich natürlich gerne, weil ich meine, meine Generation also am Gang dann ganz gerne mal der Relais weiterziehen, so nicht nur. Et ass awer so, dat ma haut besonnech Schwerpunkt op Demut leer. Wir wollen iwwer Demut schwätzen, e Sujet den ganz speziell ass ganz dramatisch Ausmaße geholt huet. Eigentlich Zieler vun der EU-Strategie 2020 ginn net erfüllt. Demut geht net auf, konträr se geht op. An et gesäit in dat och zu Lützeburg leider engerseits immer méi sensabrieren, einerseits awer och den Rapport vun der Unis heft den Chlor an deitlich seet, dat Kannerarmut doch zu Lützeburg an Blut geht. An dat ass bedauerlich an ich mengen, do muss en dann natürlich auch bëssen dem entgéintsteieren. An dofir vielleicht auch bisschen so aus der Sicht vun denen Jonken, dat Tich mir sinn bëssen an dee festgefuene Schinnen, wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch. Wat mengst du Dingem am Mossen no war den Dolo moll mist bëssen enere, fir dat moll wirklich die Armut do konkret bekämpft kann gin. Ja, also das ist ganz richtig mit der Armut, das ist ein Sujet, dem man wirklich ganz viel an Herz leidet, auch wenn es autobiografische Gründe. Wenn man guckt, die Inegalitäten an allen Zöllen, die erwähnt gehen, die sind seit der Krise an die Lut gegangen. Das ist zwar die Ökonomie also am richtigen Weg, ne? Ich meine, das ist eine Croissance da, aber n'empêche, dass die Inegalitäten, die sind auch ganz stark. Die Prekarität ist an die Lut gegangen, auch wenn man an den Stiertraum drum geht, mit den Obdachlosen, da sind da immer mehr. Und das ist auch traurig, dass das immer mehr Teil von einem Dekor ist und soll am Anfang nicht so sein, soll diese sich nicht gewinnen, am Eck von der Straße Leute gesehen, Geld zu freuen. Das ist ein trauriger Dekor, der nicht soll Dekor bleiben. Und auch die Inegalität an den Staaten, ich meine, wenn ihr Länder guckt wie Italien, der Norden ist ziemlich gut entwickelt, aber wenn ihr aber Gegenden guckt wie Kalabrien, das sind die griechischen Umstände. Das ist auch zu erkennen an der Peripherie von der großen Städte, wo auch am Anfang an der Städte eine sogenannte Gentrifikation stattfindet. Dass verschiedene Quartiere, da siedeln sich dann immer mehr die Reichen. Die Preise gehen so an die Lut, dass die Armen dann irgendwo an der Peripherie wohnen. Und das ist auch urbanistisch gesehen vielleicht nicht wünschenswert, dass so eine Entwicklung weitergeht. Und auch die Unzahl von den Leuten, die schlecht logiert gehen, geht an die Lut, Leute, die an einer fragilen Situation sind, was hier Wohnung anbelangt. Ich meine, es gibt viele Leute, die wissen nicht, ob sie an 1 oder an 2 Monaten noch immer auf der ersten Platz wohnen bleiben. Und das ist auch nicht Schönes. Und ja, und da kommen eben die Rapporte, die du erwähnt hast. Ich meine, also ein Rapport von Caritas Europa, der hat ja gesagt, dass in Europa 123 Millionen Menschen in der Armut leiden. Das, wenn ich mich studiere, ein Mensch von 5 oder von 6 in Europa, den in der Armut leidet, was enorm viel ist für einen entwickelten Kontinent wie Europa. Der Rapport von der UNICEF, wo die Armut von den Kindern auch angeschaut wird, wo Lützeburg am Anfang auf der 29. Platz von 41 Staaten leidet, also von den reichen EU- und OECD-Ländern, was auch keine gute Position ist. Was kann ich da machen? Da gibt es vieles, was ich aufpacken kann. Ich meine, wir brauchen eine starke europäische Sozialpolitik. Du hast ja, also wenn den Vertrag guckt, im Lissabon-Vertrag gibt am Anfang eine gewisse Reconnaissance gemacht von den sozialen Werten in Europa. Mit geht nicht durch, weil die Elaboration und die Umsetzung von den sozialen Politiken, das bleibt auch vom Ressort von den Nationalstaaten.
Ich meine, du schon geht es los, du hast schon ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Ich wollte auch darüber nach der Schweiz kommen. Natürlich die Kompetenzabteilung, die Menge noch unglücklich ist, die aber nicht gesehen, aber nicht wie in denen aus der Welt kann schaffen. Das heißt, Europa ist zuständig für Wirtschaftspolitik, Wirtschafts- und Währungsfragen, wirtschaftliche Entwicklung und Sozialpolitik geht dann die Länder über los, die sich da auch zu einem gewissen Teil nicht holen lassen. Das heißt, da sind wir an einem Zwiespalt für mich persönlich nicht gut. Und dafür, du hast mit Recht auf den Lissabon-Vertrag verwiesen, den am Anfang ein bisschen eine andere Stellung dem Sozialen gibt. Und das ist aber im Moment nicht mehr ein paar Bayern der Fall. Ja, ich meine, das ist nicht mehr ein paar Bayern der Fall. Aber was noch mehr schlimm ist, dass das am Anfang die Situation eben so ist, dass das Sozialsystem sich gegen den Konkurrenz machen. Das ist eben die Länder, die also nur der Krise und die Länder hauptsächlich Reformen gemacht über die Politik de l'offre und nicht keine Reform keynesienne, weil ja am Anfang unter dem Pakt de Stabilité, de Croissance, den Two-Pack und den Six-Pack das Budget so limitiert sind, dass die wollen nicht richtig kann uphaken. Das wenn in der will aber um Croissance und geht in und Offer schaffen und Coût du Travail. Ich meine, du guckst in das ja, du entsteht einen sogenannten sozialen Aufbau und der das am Anfang auch nicht wünschenswert. Und das erklärt auch, wie was Armut so stark an die Flut gegangen ist. Ne? Hast du den Stabilitätspakt angeschwert, was am Anfang auch ein wichtiges Sujet auch hier am Haus als europäisches Semester, das wird ja direkt immer zu tun. Es gibt da ein ganz paar die Indikatoren, und da haben wir eigentlich die Kommission hat das vorgeschlagen, weil ich auch ganz begrüßen. Wir als Parlament haben das unterstützt, für 3 wichtige Sozialindikatoren nach zusätzlich dran zu kriegen an die Bewertung. Du hast aber am Conseil hast du eine entgegengesetzte Meinung zwischen dem ECOFIN, also all die sich mit Wirtschafts- und Währungsfragen beschäftigen, und einerseits aber dem EBSCO Sozialministerin. Das heißt, wo dann die Sozialkriterien nicht mehr dran gehen, was ja extrem bedauerlich ist. Ja. Ja, das ist extrem bedauerlich. Ich meine, die 3 Kriterien, das wäre ja den Taux d'Aktivité gewesen, den Taux de Chômage de longue durée und der Jugendchômage. Wir wünschenswert gewesen, die 3 Indikatoren eben mehr aktiv in dem europäischen Semester zu betrachten. Und ja, das Problem ist eben, dass am Anfang an dem wolle eine gewisse Clivage, also eine gewisse Opposition zwischen einerseits den ECOFIN und andererseits den EBSCO-Conseil, den am Anfang mehr an der europäischen Gouvernance économique et sociale konsideriert gehen. Also seinen Platz eben gestärkt tun, auch am europäischen Semester. Und leider gesehen wir aber, dass zum Beispiel während der Präsidenz hat sich Lützeburg stark dafür angesagt, dass die 3 Indikatoren angesagt gehen. Aber nur der Präsidenz war ein Conseil ECOFIN, wo am Anfang dann du rauskommst, dass die 3 Indikatoren nicht mehr wünschenswert wären. Ja, du hast auch etwas geschieht, was extrem bedauerlich ist und was auch dem ganzen europäischen eine gewisse Glaubwürdigkeit weghält. Weil, ja. Wenn ihr seht, innerhalb des Conseil so eine große Diskrepanz, das stellt auch verschiedene Regierungen ganz stark wie das Problem war. Ja. Auch Lützeburg hat hier eine zwiespältige Haltung. Das heißt, auch wir sind am ECOFIN, wir sind am EBSCO, und als 2 Ministerkollegien haben sich da selber müssen widersprechen und dass dann den ECOFIN die Überhand behält. Das ist für mich noch nicht das richtig Gleichgewicht und da muss man noch drüber schaffen. Ja. Vielleicht noch ein Stichwort doch Austeritätspolitik. Das ist etwas, was wir ja extrem bedauern. Und für die einen ist es schon Austerität, die für die anderen nicht. Du hast mit Recht eine Sache vorgeworfen, das heißt, Budget an Equilibre zu bringen, das heißt auch sozialen Gesundheitsreformen an die für Sozialsystem spuren. Das ist die eine Seite, ist für mich schon Austerität. Andererseits stellt ihr noch fest, wie es doch richtig gesagt ist, der Chômage geht zwar ein bisschen hoch, aber noch nicht so bedeutend, wie wir uns das wünschen. Das heißt, es feiert sogar dazu, dass immer mehr ein prekärer Arbeitsplatz eigentlich die Regel gibt. Und das feiert am Anfang auch, wenn wir bei der Armut bleiben, dazu, und das weiß ich, dass der durch darüber ein bisschen noch schlau gemacht ist. Das heißt, sogar Leute mit einem Job sind aber dem Armutsrisiko ausgesetzt. Das heißt, das ist nicht mehr so, dass es Leute sind, die arbeitslos sind, aber sogar Leute mit einem Job, sogar mit einem zweiten Teilzeitarbeit, sind aber noch immens gefährdet für arm zu sein. Ja, definitiv. Das ist auch ein großes Problem. Ich meine,
derwe sech net soviel iwwer zuele Freen. Dat se lo se zum Beispiel am März war de Schomarstuhlung so niedrigch wie seit 7 Joer net méi bei 8,8%. E Schomarstuhl dérof geht wëll och net unbedingt Absolun iwwer Qualitätit vun déine Posten, die do entstane sinn. An am Rapport as engem lächte Rapport huet Caritas Europa eben Dr gewissen, dats vill Jonker lo och wann de Schomarstuhl zréckgangen ass vu dee Jonken am Fong an enger prekärer Situationun sinn Arbeitsmarché. Tech dat se Posten no geholl hunn, die so klar, dats et net lo eng Generation perdu ass, met dats eng Generation entamé. Dat se op dem Arbeitsmarché kom sinn net an dee Konditionen, wo se trop kom wären fir der Krise. An dat se och zum Beispiel bedeit, dat se eben Posten oft ugeholl hunn, die net hireieren Qualifikationen entsprechen, an wo se amfang net mir an enger Art Position de Force wären par rapport zum Patron, dé se agestalt huet, weil se eben wossen, dat soviel Konkurrenz ass an dat se dann kit dat die Platz kräen eben oft Konzessionioune man fir dann awer kënnen eng Arbeit zu hunn. An ich fand dat dramatisch auch fir vill Junker an Europa se ze gesinn jorelang an de Schomarsch ze henken oder eben Diplomer ze man, die sich kein Zukunft können opbauen, weil sie beneicht ke stabil Fundament hun der Tisch. Wie soll sich entwickle, wie soll eng Familie gründen an so weiter, wann dat alles Dreifsand ass am Fong an dat ass eng Situation, die man extrem bedauern, die man muss an de Griff kräen. Ja. Si froh, dat se Dr gewiesen hues, dat Schomarschzuelen net aussoen wie die Situation an der Realität mat der Armut ass. Vielleicht eng nächt froh, die mich auch persönlich beschäftigt, dat ass die Lommer die sozial Unruhen an den einzelnen Ländern, die prekäre Situation noch, die Angst für eine Globalisierung, die feiert ja dazu, dass immer mehr Leute sich vom klassischen politischen Modell von den etablierten Parteien noch teilweise von den Institutionen verabschieden. So nicht immer. Das einerseits so eine innere Kündigung, andererseits gehen sie aber auf einer Plätzen Parteien oder Bewegungen unterstützen. Etwas, was mir persönlich groß Bedenken afhirreft a Frankreich schon lang, Niederland, lo neuerdings so an Deutschland, dann an Österreich. Wann Dir Jonke, du sie auch viele Jonke, die vun einem klassischen System enttäuscht sind, an die auch so Gruppementer wo molle unterstützen gehen. Wie geht Dir dummer dëmmer der Diskussion? Oder wat man mir vielleicht als etablierten Politiker noch als klassische Partei falsch? Das Anfang ich mengen méger Meinung no gëtt eben Sozialverantwortung oft ënner Schad. Das eben eng Situation entstand no der Krise, wo die Inegalitäten eben stark an Blutgange sind, Prekarität, a wo Leiit auch Angst hunn hier Zukunft, Hierarchien. Leiit fährt eben dass die Arkien, die sie empfangen, wie sie lo erreicht tun oder wo die Generation von den Älteren für sie erreicht hat, dass die könnte verschwannen. An die klassischen Parteien mengen schon zu lang nicht, waren zu lange nicht am positive Messagen dahinzustellen, Hoffnungsmessagen dahinzustellen. Auch an der Europäischen Union. Ich meine, du hast auch lang auf der Europäischen Union geklappt. Wann den Heemgangen ass wie Sarkozy, dann immer gesot la Fot a Brüssel, a dann an den wichtigen Rotsitzungen déi Decisionen, die amfang wichtig gewircht werden fir d Leiit, dann awer net mat droen. Also dat ass fir mech Appswerdech net kann novollzeien. An dann voilà, an Schwierigkeit, also an engem Kontext wo d Leiit eben bësse méi desorientéiert sinn, kommen eben ganz simplistisch Messagen besser un. An noch bei der Jugend schmengen wann d Jugend Schlenkel und Jugend vun Bresel, verschiedenen Quartien vu Jonker, Descendants vun enger Generationun. Tech wo d'Älteren ha immigriert sinn, d'Älteren wirklich geleden hunn a gekämpft hunn fir eng Arbeitsplatz, eng Wuning. An dann merke sie, dass am Fong den Ascenseur sozial, den misst stattfannen, trotz dass se Studie gemauen oder Information, de fënd net statt, dat sogar die Situation vielleicht nach mich schlimm gëtt. Ich mein, dat mëget mir einfach, dass se aufhällig sind für verschiedene Ideologien oder für verschiedene Doktrinen, die hinnen dann de Paradies versprechen, lo symbolische Sinn, aber auch net nëmmen. Der Tisch am Ufang mal versprechen echt geholt ze ginn an dann natürlich auch mat ganz lukrativen Angebote gelackt ginn an so gelackt ginn. Ja. Voilà, oder Süditalien mengen aner Gegenden an Europa van den legalen Institutionsraum de Leiit keng Perspektive bit, wéng Alternative an dee Länner do,
den Raum ënner dem Dëch. Ja. Korruption, Organisation, also Kriminalität organisieren. Und dat ass méger Meinung noch ein Faktor, den e muss ënner Lupp hëllen, an den Justiz méger Meinung noch auch muss also ja, ënner Lupp hëlle fir ze verstoen, fir wat an a verschiedene Gegenden oder a verschiedene Kontexter eben méi Kriminalitéit wie grös ass wie an andere Kontexter. Also dat ass Apps wo sech wirklich muss segen man. Die Gesittleit interessant Ausfäungen hai vun engem jonke Mënsch, den Stefano D'Agostino, den wirklich die Säre Lommerlenke durchgelöst hat, doch wie Jugend empfand, weil mir, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind an den klassischen Denkschienen das gut, und ich profitiere ganz gerne immer von einer Gelegenheit hier als Haut hai op Besuch, nicht nur als Gast für das Hai abzuholen, mit der CSV von Merzig. Das ist immer eine Visite, die ich für Brüssel dezidiert, ich werde euch anschließend weisen, wie wir funktionieren. Ich sage euch schon vielmals merci. Ich sage dir merci, auch, dass du ein Mod gemacht hast, und dass du als Leute daheim über die ganz interessanten Sujet, die ganz wichtigen Sujet informiert hast. Merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.